Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film läuft. Es schon letzte Woche Film für euch dabei vom Eileen Byrne und zwar der Film Mariannengraben. Wenn mir der ganze Film gefallen hat, dann erzähle ich nur an dieser Episode. Der Film ist von der letztebäuer Regisseurin Eileen Byrne an der Film basiert gleichnamige Buch Mariannengraben. Worum es geht aber hier? Hier geht es Paula, wat sein Bruder verloren hat an Triest, den hast du ertrunken. Und Paula stößt gerade an einer großer Depression an will sich de weh op Triest man. Es geht noch bei seinem Bruder op Graf, gleich als nie von in der Tisch den Jung ass nicht do, das ist der Graf do, möchte sich da gern op de weh op Triest für sein Stirwestag. So, Graf findet dann oder beginnt dann dem Helmut, der gerade dabei ist, tun von seiner Frau auszubuddeln. Der braucht ein bisschen Hilfe, du wenn er lädt Paula du mal eine Hand mal tun und dann, ja, man sich Museum durchbascht. Hat findet dann raus aus in Richtung Südtirol, sondern hat schließt sich dann mal direkt für dann eben auf Triest weiterzukommen. Dazu sie gesagt, dass die zwei ein ziemlich ungleich Paar sind. Die sind alle guten, also sind alle Bates, sie sind nicht ganz sympathisch, ne? Jeder ist gerade ein bisschen an Sänger Welt gefangen, ein bisschen an Sänger Trauer gefangen und lässt ihn den anderen nicht so. Und da muss ich mal einfach so Mariannengraben gelenkt, das hier wirklich exzellent. Paula geht hier vom Luna Wedler gespielt, wird das wirklich auf den Punkt hinkriegt. Und zusammen mit Edgar Selke, den Helmut hier spielt, ist das wirklich eine wahnsinnig gute Kombination und trifft das wirklich komplett. Und also, weil sie sich am Anfang so uneins sind, ist das noch gerade so ein emotionalen Impact. Und sie kriegen das wirklich, also ich weiß nicht, wie ihn das noch hat besser so hinkriegen, wie das dort. Das ist wirklich herzzerreißend an den Film, bringt das wirklich richtig gut rüber. Insgesamt kriegen wir dann noch auf dem Roadtrip to richtig flott Panoramaperspektive gewesen. Also das wirklich ein Film für du hin zu schmelzen. Der Ganze ist nicht nur Tragik, mir das Ganze tut und auch bringt auch noch einen gewissen Humorfaktor mit. Und das muss ich so sagen, bringt der Film auch auf den Punkt. Also den Grad zwischen Humor und Tragik ist halt wirklich exzellent gut getroffen, so dass er an der einen Sekunde also zu Daves traurig und an der anderen Sekunde also schon umlachen. Und das ist halt wirklich super gesagt. Der Cast ist extrem klein, das heißt, wir verbringen die ganze Zeit mit den zwei. Wir kommen denen zwei immer mehr noch. Und das Ganze ist immer mehr greifbar. Und mir gehen, wie die verschiedenen Phasen von der Trauer du behandelt gehen. Und ein bisschen, ob sie projiziert gehen, also ob hier Beziehung projiziert wird. Ja, ich weiß nicht, wer den nach Großartiges dazu so wie wirklich eine gelungene Umsetzung von dem Film. Wirklich fantastisch. Man denkt, wahnsinnig gute Cast, den das halt wirklich, also der Film lebt von seinem Cast, ne? Und der bringt das auch perfekt rüber. Und erstaunlich ist, dass der Film mit 88 Minuten wirklich genau Zeit hinkriegt, ohne wirklich Längen zu kriegen. Der Film ist permanent erhaltsam, permanent also irgendwie involviert, permanent also emotional angesprochen. Ja, also das wirklich der Cast dreht das Ganze an. Ich ging so und dazu geht es auch eigentlich nicht viel mehr zu erzählen, wie dass der Film absolut empfehlenswert ist. Der lebt aktuell am Kino und das heute gelaufen. Das heißt, guck dir den unbedingt an, wenn wir halt wirklich eine richtig gute Kooperation, also Samsa hat das Ganze mit produziert und das ist wirklich gut. Guck dir das unbedingt an, wenn da ein bisschen ein Tragik-Humor, ein Tragik-Humorfilm wird gesehen, dann sieht das halt genau richtig. Und in dem Sinn, erzählt mal ganz gerne in den Kommentaren, wie euch der Film gefallen hat. Und da verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Mariannengraben. Ciao!